Mein erster Besuch am Berschmannhof war im Mai 1998. Und zwar hat die Anna Juk, geborene Olip, aus Telpfarre, die damals in Verlach gewohnt hat und die leider letztes Jahr gestorben ist, die haben wir interviewt, weil wir so ein Projekt gemacht haben, wo wir als junge Mitglieder der österreichischen Lagergemeinschaft Ravensbrück und Freundinnen versucht haben, in Österreich alle noch lebenden Ravensbrückerinnen, also Häftlinge im Frauen-KZ Ravensbrück, zu interviewen. Und da sind wir eben auch zu dritt, als damals noch relativ junge Frauen, zu Anna gefahren und sie hat uns dann durch Kärnten geführt. Und wir haben dann die Mitzi Riva noch getroffen und den Peter Kucher, den ich da auch das erste Mal gesehen habe. Und der hat uns den Berschmannhof gezeigt und auch das Grab der Familie Sadonik in Eisenkappel. Und das war sehr beeindruckend. Ihr wisst das eh, man kommt dorthin, das ist das einzige Partisanendenkmal, überhaupt das einzige Kriegerdenkmal in Österreich mit einer Frau mit einem Gewehr und da drin ist dieses Museum und diese ganze Geschichte, von der hatte ich wenig gewusst vorher, ein bisschen was angelesen, aber außer dem Jelka-Buch habe ich eigentlich nicht so viel gewusst. Ja, und meine Kenntnisse, sozusagen meine ersten Kenntnisse des Partisanenkampfes und des Widerstandes stammen von der Anna und eben ihre Leute aus Telpfarre sind dann hingerichtet worden, als eine der ersten Partisaneneinheiten, verraten, hingerichtet. Und das ist auch ein Grund, warum wir heute hier sind auf diesem Friedhof, weil die Hingerichteten im Landesgericht sind hier verscharrt worden in der NS-Zeit, ohne dass das eigentlich jemand gewusst hat. Und es ist dann erst nach 1945 sind die Überreste, soweit man das noch machen konnte, eben dann auch teilweise von Leuten, die das wollten, also die Ermordeten aus Eisenkappel und aus Ebriach, aus Telpfarre, die sind dann eben dorthin transferiert worden, die Überreste. Parallel zu meiner Kustodentätigkeit hat auch die Lisa Rettel und auch die Gudrun Bloberger und die Vida Obed haben die auch sehr viel angefangen zu recherchieren und sozusagen vorzubereiten, schon, dass dieses Museum renoviert werden muss und dass man von der Gudrun vor allem ein anderes pädagogisches Konzept braucht und von der Lisa sehr viele historische Recherchen und auch die Vida hat in Slowenien viel Material gefunden. Und wir haben eigentlich so langsam dieses Bild dieses Tages des Massakers zusammengepuzzelt. Genau, und sozusagen der Organisator, der auch mich da sozusagen betreut hat und der das organisiert hat und der auch ein bisschen dahinter war, dass wir diesen Verein Perschmann gründen, war der Mirko Messner. Und der hat es eigentlich auch eingefädelt dann, dass ich ein Theaterstück machen soll. Und das war einer der ärgsten Tage meines Lebens, war, wie wir dann in Eisenkappel im Pfarrsaal dieses Theaterstück gespielt haben, wo ja der Cyril und die Angie, die ich alle gekannt habe und mit denen ich auch geredet habe, im Saal gesessen sind und sich selber von kleinen Kindern, also die Nadja Oschina hat irgendwie die Angie gespielt und dann sitzen die das erlebt haben dort im Theatersaal und sehen sozusagen das dargestellt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich daran dann auch gezeigt hat, dass Hand in Hand mit der Arbeit der Historikerinnen wir es schon geschafft haben, sozusagen einfach zu sagen, es gibt jetzt eine Dokumentation, es gibt historische Geschichten, es gibt diese theatrale Vermittlung. Hört endlich auf zu sagen, das waren die Partisanen selber. Wir haben die Namen der Leute, die diese Massaker begangen haben. Und natürlich das Markanteste an den Gerichtsakten ist vielleicht, oder eine der erschütterndsten Dinge ist auch, dass gegen Ende der Akten, irgendwie 48, wenn man dann so langsam sieht, okay, es ist eigentlich klar, man weiß, wer es ist, man hat sogar diesen Hauptverantwortlichen, weil der in Wolfsberg interniert war, man hat die Täter eigentlich, hat Aussagen, man weiß, wer es war, die haben sich auch gegenseitig belastet, also es ist eigentlich relativ klar, man könnte jetzt jemand eigentlich verurteilen. Und in dem Moment an hat sich die politische Weltlage geändert. Irgendwie, es war klar,
dass Jugoslawien auf die Kärntner Gebiete verzichtet hat und man jetzt da nicht mehr eine Geste der Entschuldigung gegenüber der slowenischen Bevölkerung machen muss. Es haben sich auch in allen Ämtern wieder die alten Nazis installiert und man lässt die alle laufen und verzichtet drauf und das geht ab sofort verloren und es gibt keine Gerechtigkeit. Das ist schon ein sehr bitteres Ende, was sich aus diesen Akten ablesen lässt. Und diese Tatsache, dass sozusagen dieser Partisanenkampf ja anders als Kämpfe, wo dann eine Armee in ein fremdes Land einleitet, durch die Familien gegangen sind, dass der eine auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren, dass es durchs Dorf gegangen ist, dass teilweise alte Feindschaften, die man schon hat, über die politischen Denunziationen bereinigt worden sind, dass Leute sowohl in der NS-Zeit plötzlich sich gegenseitig umbringen sollten, die vorher Geschäftspartner weiß ich nicht, irgendwie gemeinsam Holz geschnitten haben und so weiter, sich einfach gut gekannt haben. Das macht es natürlich total dramatisch und erklärt auch noch mal mehr, glaube ich, diese Schwierigkeit, das wirklich aufzuarbeiten. Und es braucht sozusagen auch noch viel mehr mediale, theatrale, kulturelle Aufarbeitung über jetzt Kärnten und den Perschmann hinaus. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Also ich finde, im Moment sieht man, es gibt irgendwie sehr viel mehr Schulklassen, es gibt die zum Perschmann raufkommen. Vor 20 Jahren war es eher noch so mutig. Also natürlich vom slowenischen Gymnasium kommen sie und das eine oder andere vielleicht linke Lehrerin traut sich, aber ich kann mich erinnern an einen Besuch einer Delegation des Bundesheeres, die da oben waren und die sind da so gegangen, als ob da jetzt überall eine Mine ist. Die waren da völlig auf Feindesland und so sie, was natürlich absurd war, ja, aber ja. Genau, also ich glaube, da ist das auf einem guten Weg und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die das jetzt machen, irgendwie, also ich glaube, ich finde es auch gut, wenn Leute, die das jahrelang gemacht haben, sich zurückziehen und die nächsten Generationen das übernehmen. Also ich glaube, macht Sinn, sich eine Zeit seines Lebens damit zu beschäftigen. Also es gibt dann Leute, die sind dann 50 Jahre mit der gleichen Geschichte beschäftigt und dann passiert vielleicht wenig. Also ich glaube, ich finde auch die super, ich habe irrsinnig Freude daran, dass junge Leute da Kustodien und Kustoden machen. Ich glaube, man kann da viel lernen und ich glaube, das verbreitet sich dann so woanders hin. Möge da was weitergehen. Aber ich hätte schon auch gerne eine Kärntner Partisanin, die in Wien irgendwo auf einem Sockel steht. Ein Gedenken, ein Dankeschön an diesen Beitrag zur Befreiung Österreichs, wesentlichen Beitrag zur Befreiung, dem man den Staatsvertrag zu verdanken hat. Also das ist ja weitreichend über die Befreiung selber hinaus, was die Kärntner Partisanen da bewegt haben.